Herzlich willkommen zurück hier bei Retrocast. Sinnlose Let's Plays, und zwar mit Diablo 3 ab der Switch gespielt. Und ja, ich möchte mich eigentlich entschuldigen für das, dass die letzten Folgen so kurz sind, aber es hat auch niemand reklamiert. Dafür sind 2 Folgen pro Woche gekommen. Auch wenn wir die 2 Folgen zusammennehmen, sind die wahrscheinlich noch nicht so lang wie die Folgen, die ich ganz am Anfang gemacht habe. Aber wie gesagt, es sind auch keine Reklamationen gekommen. Aber trotzdem mal noch etwas dazu gesagt haben. Also, jetzt dürft ihr mal weitergehen und da mal mit dem Leutnant reden. Ein unglaublicher Sieg. Ich habe doch gewusst, dass Asmodan gegen jemanden wie euch keine Chance haben würde. Wo sind Adria, Lea und Tyrael? Sie sind alle in der Waffenkammer, wo sie zweifellos feiern. Ihr solltet euch zu ihnen gesellen. Dort sind wir vorher mal in der letzten Folge und dort war niemand rum. Aber dann gehen wir halt jetzt runter. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Adria, wann habt ihr euch entschieden, uns zu verraten? Vor 20 Jahren zog mich eine entsetzliche Macht nach Tristram. Aber Aiden, Leoriks ältester Sohn, bezwang diese Macht und versuchte, sie in sich selbst zu binden. Der dunkle Wanderer. Es war Diablo, den ich in seinem Inneren sah. Und ich gelobte, ihm zu dienen. Und nun, endlich, ist sein großes Ziel zum Greifen nah. Liebe Lea, Deckard hat es immer vermutet. Dein wahrer Vater war Diablo persönlich. Und nun, meine Tochter, wirst du ihm als sein Gefäß dienen. Nein. Ich lebe. Aber ich bin mehr, als ich einst war. Die 7 Übel sind nun eins in mir. Ich bin das oberste Übel. Gut gemacht, meine getreue Adria. Geh jetzt, bis ich erneut nach dir verlange. Und nun zu meinem wahren Ziel. Das eine, das sich mir immer entzogen hat. Die vollständige Zerstörung der hohen Himmel. Dieser Wendung hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Ich hätte irgendwie etwas Komisches erwartet, etwas, was mich überrascht. Und es hat mich überrascht, also von dem her, okay, die Story gefällt mir. Und ich weiterhin sage, das Gameplay an sich ist irgendwie ein bisschen stumpf und langweilig, aber die Story... Es ist sehr schwer für Lea, den Seelenstein zu kontrollieren. Ich sollte wirklich etwas tun. Ja, dann können wir doch uns den nächsten Akt anschauen. Hoffentlich kommt wieder so eine geile Videofrequenz. Selbst inmitten des Himmels können Engel Angst spüren. Mein alter Feind, du kannst dich nicht von mir verstecken, egal welche Form du annimmst. Zeige dein wahres Gesicht. Diablo.
heute Imperius. Einen letzten Blick auf deinen glänzenden Himmel, Imperius. Denn bald wird nichts davon bleiben. Nur ein Gelächter. Adrias Verrat ist vollendet und Leas Seele ist verloren. Durch sie ist Diablo als oberstes Übel wiedergeboren worden. Mit der geballten Macht der Hölle unter seinem Befehl. Die hohen Himmel erzittern. Die Engel stehen Diablos Ansturm hilflos gegenüber. Nur ich kann alles zum Guten wenden. Und das böse Diablos für immer auslöschen. Dann stellt sich mir aber die Frage, wer bist du wirklich, wenn du so mächtig bist? Ach, ja gut. Bei den Himmeln, was haben wir getan? Ja, wir haben beitragen dazu, dass es so weit gekommen ist, würde ich auch sagen. Und da ein Ende machen wäre ein bisschen gern. Aber wenn wir da einen schönen Wegpunkt haben, aber ich glaube ein bisschen etwas, wenn wir da noch... Imperius, ihr wollt Diablo doch nicht etwa erneut gegenübertreten. Eure Wunden sind kaum verheilt. Die Himmel stehen in Flammen. Das ist eure Schuld, Tyrael. Und ihr, Nephalem, werft einen Blick auf das, was euresgleichen angerichtet hat. Wir wurden vom Aspekt der Tapferkeit verdammt. Das wird nicht einfach. Ja, aber eigentlich hat er das Ganze ins Rollen gebracht, indem dass er den Tyrael verbannt hat. Oder sind da falsch? Egal. Das Diamanttor gab es schon, seit das erste Licht die hohen Himmel berührte. Nun liegt es in Trümmern. Imperius hat recht. Ich bin der Grund dafür. Das ist Diablos Werk. Ihr habt getan, was ihr konntet, um diese Zerstörung zu verhindern. Vor langer Zeit stimmten meine Brüder und ich über das Schicksal der Menschen ab. Meine Stimme gab den Ausschlag. Ich beschloss, euch vor der Ausrottung zu bewahren. Und jetzt hat die Menschheit das oberste Übel hervorgebracht. Tyrael, ihr habt an uns geglaubt. Seid zu einem von uns geworden. Nun müsst ihr als Sterblicher leben und eure Furcht gegen Hoffnung tauschen. Versinkt in Selbstmitleid, wenn ihr wollt. Ich werde weitermachen. Ihr versteht das nicht. Hoffnung wurde zum Schweigen gebracht. Das sind schlimme Aussichten. Ja, wenn du das sagst. Aber wir gehen jetzt gleich ein bisschen weiter. Eigentlich... komm, hat noch etwas zu
erzählen. Wir sind verloren. Diablo ist zu mächtig. Früher haben die Fürsten der Hölle gegeneinander gearbeitet und intrigiert. Sie haben ihre eigenen Pläne zunichte gemacht. Doch in Diablo, in diesem obersten Übel, gibt es keinen solchen Zwiespalt. Nun erbeben die Hallen der hohen Himmel unter seinen Schritten. Das oberste Übel. Ich kann nicht glauben, was geschehen ist. Adria hat uns alle zum Narren gehalten. Diablos Einfluss durchzieht sie vollkommen. Ich vermute, dass wir ihr nicht zum letzten Mal begegnet sind. Ich hätte wissen müssen, dass Leas Vater der Wanderer war. Wieso habe ich Diablos düstere Präsenz nicht in ihr gespürt? Ich habe es auch nicht bemerkt. Das ist so traurig. Ihr konntet nicht ahnen, welche Bosheit in dieser Frau lauerte. Sie hat ihr eigenes Kind geopfert, damit Diablo auferstehen konnte. Aber die arme Lea. Ich trauere um ihre Seele. Wir werden um Lea trauern, wenn unsere Aufgabe vollbracht ist. Erst müssen wir Diablo aufhalten. Ja, mehr hat er nichts zu sagen. Ja, komm, wir gehen noch weiter. Seht ihr die Zerstörung an, die ich gebracht habe? Es wird das Letzte sein, was du sehen wirst. Iskato, vernichte den Nephalem. Ich fürchte euch nicht, Nephalem. Ihr werdet nichts als den Tod in diesem ewigen Reich finden. Okay, neue Gegner. Und Mehr Wut! Ich brauche mehr Zeit. Die Armeen der Hölle werden euren Leichnam zermalmen. Die Schatten werden eure Seele verschlingen. Das geht noch nicht. Nicht genug Wut. in dem Fall ist am Bosskampf. He? Noch nicht bereit. Ihr glaubt, ihr könntet mich besiegen, Sterblicher? Unsere Armeen sind endlos. Oh, meine Geduld ist auch endlos. Jede Sekunde, die ich dich aufhalte, bringt mich näher an den endgültigen Sieg. Ja, schön für die. Den Sieg sehen wir noch, wo der wird anführen. So, gemesselt haben wir auch ein bisschen gehabt. Und jetzt ist die Frage, wo es weitergeht. In dem Fall müssen wir ein bisschen Fürsche heben. Geradeaus. Also geradeaus. Schräg rauf. Und weil es ganz so schön spannend ist und weil die meisten Serien und alle anderen sonst irgendwie da machen, mache ich jetzt auch einen schönen Cliffhanger und sage vielen Dank, dass ihr noch dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal und Mann. Die 1000 Schatten der Hölle sind nahe und ersticken uns in ihrer fauligen Dunkelheit. Hört sich mit den letzten Worten.